Ils Dumann auf dem Weg zur Arbeit. In Nürnberg führt sie als Stadtführerin an die dunklen Ecken der Stadt. Sie selbst war viele Jahre lang schwer drogenabhängig. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer auf der Suche nach was, aber ich wusste nicht, wonach ich suche. Jahrzehntelang war Ils Dumann im Drogenmilieu. Mittlerweile ist es ihr höchstes Ziel, Jugendliche von den Drogen abzuhalten. Auch heute steht eine Stadtführung für das Nürnberger Sozialmagazin Straßenkreuzer an. Ich bereite mich jetzt gerade auf eine Führung vor vom Straßenkreuzer. Das ist eine Führung über Drogensucht und Prävention. Und ich hoffe, ich kann den Menschen da irgendwas mitgeben, was sie zum Nachdenken anregt. Und dass sie nicht in die gleichen Fußstapfen treten wie ich früher. Auf ihrer Tour führt sie an die Orte, an die sonst keiner geht und die auch ihr eigenes Leben als Drogensüchtige geprägt haben. Heute ist eine Gruppe Jugendlicher zur Führung gekommen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Hallo, herzlich willkommen nochmal. Herzlich willkommen zur etwas anderen Stadtführung. Wir besuchen nachher die Notschlafstelle Hängematte. Aber jetzt will ich mich erst mal vorstellen. Ich bin die Ilse ohne E. Das E hat meine Mama im Suff vergessen. Ich habe eine ziemlich krasse Lebensgeschichte. Ich war über 30 Jahre drogenabhängig, Heroin, schwerstabhängig. Bin jetzt clean und arbeite heute in der Einrichtung, in der ich früher selber Klient war, nämlich in der Motorrad-Drogenhilfe. Zweimal die Woche und bis zu 2 Stunden lang führt Ils an Orte des Konsums und der Armut. Erste Station, der Park gegenüber vom Nürnberger Hauptbahnhof. Früher hat sie hier Schutz zum Drogenkonsum gesucht. Heute kommt sie nur noch für die Führungen her. Sie ist 52 Jahre alt und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Ich bin in Neumarkt geboren, in der Oberpfalz. Hat nicht so leicht begonnen, mein Start ins Leben, weil meine Mama hat schon genug Kinder gehabt, war Alkoholikerin und tablettenabhängig. Und nach 2 Wochen hat sie dann die Schnauze voll gehabt und hat mich in die Mülltonne geschmissen. Ihre Großmutter findet Ils in letzter Minute und rettet ihr das Leben. Sie beschließt, das Kind bei sich zu Hause aufzunehmen. Das ist bei uns auf dem Sofa in der Küche. Wir hatten so eine Wohnküche. So meine Oma, mein Ein und Alles. Meine Oma hat mir alles beigebracht, was so normale Eltern einem Kind auch beibringen. Es fängt an mit Fahrradfahren, Schwimmen. Meine Oma hat mir Lesen, Schreiben beigebracht vor der Schule. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so viel Liebe kriegt und alles von daheim. Meine Oma hat immer geschaut, dass mir nichts fehlt. Trotzdem habe ich mit 10 angefangen, Zigaretten zu rauchen. Ils ist eine gute Schülerin, schreibt Gedichte und Kurzgeschichten. Aber sie ist auch neugierig und experimentierfreudig. Mit 13 kommt sie bei einem älteren Freund mit Drogen in Berührung. Dann irgendwann lag mal ein Spiegel auf dem Tisch mit einem weißen Pulver. Was ist das? Ah, Speed. Dann haben wir Spur gezogen und dann haben wir gedacht, jetzt brauche ich nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Ich habe mich sehenden Auges ins Unglück begeben. So, dann kam Speed, dann kam Crystal. Und als ich mit 14 zum ersten Mal Heroin probiert habe, da wusste ich, das ist meine Droge. Ihr Leben dreht sich ab jetzt nur noch um die Drogen. Sie bricht die Schule ab, reist von zu Hause aus und rutscht immer tiefer in die Drogensucht. Bis zu 200 € Heroin konsumiert sie zu ihrer härtesten Zeit pro Tag und landet schon als junge Erwachsene mehrmals vor Gericht. Ja, dann hatte ich schon eine ganze Latte an Bewährung und dann habe ich 2 Kantineneinbrüche gemacht und Automaten aufgebrochen. Und dann bin ich gleich verknackt worden, 2 Jahre, 9 Monate. Und jedes Mal wollte ich von vorne anfangen und jedes Mal, wenn ich nach Neumarkt zurück bin, ist schief gelaufen. Dann haben wir gedacht, irgendwie scheint es doch mit Neumarkt zusammenzuhängen. Aber ich habe gesagt, solange meine Oma lebt, bleibe ich in Neumarkt. Ils Großmutter nimmt ihre Enkelin immer wieder auf, versucht ihr Geborgenheit zu bieten. Sie ist Ils einziger Halt. Und als meine Oma 95 gestorben ist, da habe ich erst mal versucht, mich umzubringen. Habe mir 5 Gramm Heroin gekauft, das auf einmal aufgekocht und wollte es mal machen, aber so weit ist es gar nicht gekommen. Bin schon vorher umgekippt. Dann haben wir gedacht, nee, also der da oben will mich nicht. Meine Oma schaut lieber runter und sieht zu, wie ich einen normalen Lebenswandel mache.
wäre gescheiter. Und dann habe ich beschlossen, jetzt wo die Oma nicht mehr ist, schaust nach Nürnberg. Ilse ist damals Mitte 20 und will endlich ein normales Leben führen. In Nürnberg findet sie Unterschlupf in der Notschlafstelle Hängematte. Bis heute geht sie auch bei ihren Stadtführungen immer wieder dort vorbei. Hallo. Ja Mensch, Ilse, grüß dich. Schön, dich mal wieder zu sehen. Freut mich auch. Sozialpädagoge Peter Groß kennt Ilse noch aus ihrer aktiven Drogenzeit. Ilse selbst erinnert sich noch gut an diese schwere Phase ihres Lebens. Sie ist die ersten Monate in der Stadt obdachlos. Dann habe ich mir auch helfen lassen mit Gesprächen. Also das hat mir am meisten aufgebaut. Dann Klamottenausgabe. Ich habe ja nichts mehr gehabt. Ich glaube, von dir waren sogar mal ein paar Turnschuhe, soweit ich mich noch erinnere. Und ja, also ohne Hängematte wäre ich wohl irgendwo draußen erfroren oder wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Dankeschön. Ja. Also ich kann mich noch sehr gut an die Ilse erinnern, wie sie bei uns war. Und du hast gesagt, ich hätte dir auch mal ein Hausverbot gegeben. So kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja, er hat mich beim Konsum erwischt. Ilse schafft es nicht, mit den Drogen aufzuhören. Aber ein Gedanke lässt sie nicht los. Das kam immer wieder mal hoch. Das willst du doch eigentlich gar nicht, das bist du doch eigentlich gar nicht. In den folgenden Monaten sieht Ilse viele ihrer Freunde den Kampf gegen die Drogen verlieren. Im Totengedenkbuch im Drogentreffpunkt Mudra finden sie alle Erwähnung. In Gedenken und Erinnerung an alle, die uns viel zu früh verlassen haben. Ihr seid unvergessen. Irgendwann sehen wir uns wieder. Es ist schon krass, dann wird mir erst wieder bewusst, wie viele Leute ich kannte, die gestorben sind. Durch ein Entzugsprogramm und mit starkem Willen schafft Ilse 2016 nach fast 30 Jahren den Ausstieg. Also ich habe mir da selber, Mensch, was magst du, baust nur Scheiße, nimmst nur Gift. Wozu? Das Leben bietet so viele schöne Seiten. Und ja, das war eigentlich mehrere so Punkte, die dann dazu geführt haben, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das geht nicht mehr. Ilse holt den Realschulabschluss nach und arbeitet, seit sie clean ist, regelmäßig im drogensüchtigen Treffpunkt Mudra. Sie befüllt auch den Safer-Use-Automaten, wo Drogenabhängige saubere Spritzen bekommen können, um sich nicht mit Krankheiten zu infizieren. Früher habe ich Automaten aufgebrochen, heute bin ich dafür zuständig. Aber klasse, also besser geht's gar nicht. Seit 4 Jahren ist sie zusätzlich Stadtführerin beim Straßenkreuzer und teilt ihre Lebensgeschichte. Was Ilse jeden Tag antreibt, ist, Vorbild für andere sein zu können. Für junge Menschen, aber auch für diejenigen, die es noch nicht ganz geschafft haben. Ab und zu kommen schon ältere Leute her oder die mich noch aus meiner eigenen aktiven Zeit kennen. Und ich muss sagen, die freuen sich, dass ich auf der anderen Seite des Tresens stehe. Und für die ist es auch ein Ansporn zu sagen, das will ich auch schaffen. Wenn die Ilse das kann, die war so krass drauf, dann schaffe ich das auch. Ja, super. Nach über 2 Stunden ist Ilse ungewöhnliche Stadtführung zu Ende. Und wie war es für die Jugendlichen? Ich fand es auch sehr schön, so mal an eine andere Stadtführung sozusagen. Mit so einer echt sympathischen und sehr offenen Person. Nee, war echt klasse. Ja, danke schön einfach. Es war echt mega und du bist auch mega. Danke, mega glücklich. Ja, voller Erfolg, wirklich. In jeder Hinsicht. Super. Ilse hat endlich gefunden, was ihr gefehlt hat. Ein fester Platz in der Gesellschaft, wo sie aus dem vielen Schlechten, was ihr passiert ist, etwas Gutes machen kann.